Mann, Leute, da habe ich mal übelst verkackt. Ich meine, ich hab Osiris, den Himmelsdrachen hier, auf meiner Seite des Feldes. Aber nicht allzu lange, weil ich natürlich Monster-Animation gerufen habe. Was ist passiert? Ich dachte, ich könnte das Duell beenden. Nee. Wegen einer scheiß Sauerkarte einen Tag voller Frieden zuvor aktiviert und ich nicht genau nachgelesen habe, kriegt er keinen Schaden. Also keine Lebenspunkte-Schaden. Ich denke mir so, nein. Das ist natürlich eine fette Gemeinheit. Menno. Gut, Strategiewechsel bringt ja alles nichts. Ich gehe in Angriffsposition. Und ja, sag Osiris auf Wiedersehen. Oh, verdammte Kacke, hey. Welchen Effekt? Ach so. Ja, ist schon klar. Oh, einen schwarzen Rotaugendrachen, schön. Sehr gut, kann man trotzdem mal rufen. Aber es hat Yugi keine Fusionskarte mehr im Deck, verstehe ich jetzt nicht ganz. So, ist doch kein Osiris, aber ey, es ist auch ein cooles Viech. Das Angreifen geht leider wegen seinem Stahlkäfig nicht. So, vielleicht schon wieder. Oh, ein drittes Mal das Viech. Weiß nicht. Yugi hat noch eine zweite Riesentornade leider verkackt. Mal Lichtschwert spielen, wa? Das Lichtschwert. Das war auch so eine Fallen, wo man sich denkt, ja, sieht vielleicht cool aus, aber der Effekt ist irgendwie ein bisschen creepy. Kartenzerstörung, tja. Erstmal spiele ich Lichtschwert. Ne, passt schon. Dann spielen wir mal Kartenzerstörung. Komm, ich will mal gucken, was ich sonst so im Deck habe. Hat der gerade. Aber hat der richtig gesehen? Was ist denn das für ein Cheat? Der hat dreimal Slide vom Deck. Das geht gar nicht. Buh! Alter, mal übelstes Cheating, hey. Lecco mio. Ja, das Problem ist, was mache ich jetzt hier? Ich habe natürlich generell Handzerstörung, ja, noch Kartenzerstörung, aber ich habe langsam Angst, die zu spielen. Ich kann ein bisschen schießen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich kann sein fucking Mayo-Dingsbums nicht spielen. Kann nicht angreifen. Natürlich, ruf einfach Osiris, ist klar, Alter. Ja, warte mal ganz kurz. Ja, kann natürlich. Kann dummerweise den Kreis nicht auf Osiris anwenden, das geht nicht. Ich kann Handzerstörung spielen. Wir haben hier auf dem Friedhof und dann haben wir noch schwarze Magier-Mädchen, so. Das Problem eben, ich kann den Kreis nicht auf seinen Drachen spielen, das geht nicht. Vernichte von Osiris. Dabei eben, ich hätte eigentlich so eine geile Strategie gehabt, aber ich musste ja unbedingt den Effekt seiner Karten nicht berücksichtigen.
Aber irgendwie Yugis, also weiß ich nicht, aber Yugis Deck im Kampf gegen Arcana fand ich irgendwie geiler. Weil er hat noch so viele geile Zauberkarten für schwarze Magier und so und hier irgendwie fehlt das alles, gefühlt. So, Freunde. Dann spiele ich mal die Freunde Revoltat. Okay, kommt schon mal der weg. Und der kommt auch weg. Nein. Du bleibst ganz ruhig, Kumpel. Ganz ruhig bleibst du. So, schon nochmal die Karten verdeckt. Panzerstörung. Hab ich früher auch mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Kombination. Was macht er jetzt? Oh. Oh, das Kackviech. Sammlerhandzerstörung. Ja, ist klar. So, ich rufe erstmal das schwarze Magiermädchen. So, meine Kleinen, will mal sagen, darfst mal seinen Drachenwurm Fuzzi Dingsbums angreifen. Dankeschön, Mädel. So. Spannen meine Effektkarten noch auf. Weil wir garantieren noch eine zweite und dritte Zauberkarten zu spielen und dann lohnt es sich ja. Die magischen Hüte, auch nicht schlecht. So, das Viech haben wir schon mal weg. So. Auch schon mal die spielen, aber nee, so bin ich jetzt mal nicht. So. Ach komm, ist was, Freunde? Ich helfe mal ein bisschen. Oh, die Fusionierung. Klar, die hat am Deck. Aber eine Fusionskarte für sein eigenes Monster nicht. Sag mal, will er mich verarschen? Ey, Alter, so typische Anime-Decks, ganz ehrlich. Ja, komm. Speed gespielt, war Yugis Deck plötzlich. Warum auch immer. So. Jetzt habe ich mir eigentlich schon ein bisschen geholfen, wa? Ach, da das würde Osiris rufen. So. So, ich lasse ihn mal wüten. Soll er ruhig Osiris rufen. Macht eine ähnliche, also ja, fast ähnlich. Ja. Im Anime war es so, dass
Yu-Gi-Oh! Wohl, dass Osiris sich selbst zerstört, beziehungsweise Marek sich selbst zerstört durch Osiris-Effekte. Wir machen es ein bisschen anders. So, ich will ja, dass Osiris sich noch ein bisschen aufpustet, aufpowert. Ja, hier macht es halt eher ein bisschen so, also sagen, komm Osiris, du kannst so stangen, wenn du willst, ist mir alles scheißegal. Du wirst eh drauf gehen. So, jetzt. Ist vorbei, Marek. Ist vorbei. Tja. Dein Monster kann noch so mächtig sein, wenn deine Lebenspunkte nicht geschützt sind. C'est la vie. Wir können mit einer ägyptischen Götterkette ein Deck verlieren. Du hattest 3 Stück, Alter. Das ist natürlich noch viel blamabler. Verliere jetzt Osiris? Also echt noch krass. Slifer der Himmelsdrache. Der Geist der Finsternis offenbart. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Weil ich mich gerade gefragt, was war denn das für ein Duell innerhalb... Aha, das war ein Ding. Ja, logisch, das war ja im Finale. Jetzt wird es Zeit für das Finale des Wednesday-Turniers. Da schau her, Joey, Yu-Gi-Oh! Mai. Schau doch das an. Wir haben alle 6 Puzzlekarten. Der 5. Finale ist Strafballon. Und es war Marek. Und den falschen Namen Namu. Namu. Hat er sich während des Turniers mit Thea und Joey angefreundet. Sein Plan ging auf. Yugi, das ist unser Freund Namu. Ich habe von dir gehört, Yugi. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Jeder Freund von Joey und Thea ist auch mein Freund. Hey, das ist Bakura. Was machst du denn hier? Warum trägst du einen Dual-Disc? Wie können wir sonst 6 Puzzlekarten gewinnen und in die Finals kommen? Vor allem frage ich mich, was der für eine seltene Karte hätte, die eine Voraussetzung war, um teilzunehmen. Wenn du nicht vergisst. Gib deinen Namen an. Ich bin Marek, genannt Odeon. Was? Du bist nicht gewaschen, du Narr. Was? Gewachsen, nicht gewaschen. Sehr geförderten. In diesem Moment kam Kaibas Luftschiff an. Sobald sie an Bord waren, war es Zeit für das erste Duell zwischen Yugi und Bakura. Yugi wusste, dass mit Bakura etwas nicht stimmte. Ich muss es gewinnen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Bist du bereit, alles zu verlieren? Warum die ganze Aufregung? Was hat Bakura da um den Hals? Aha, Yugis Gegenstand ist gut, aber Bakura ist schlecht. Was? Und dass der böse Geist der Bakura beherrschte, für ihn arbeitete. Ja, wenn er wüsste, wer der böse Geist wirklich ist. Der Anfang vom Ende. Oh ja, die Zauberkarte. Limitiert. Als man noch so ein Finsternis-Deck hatte. Also so ein bisschen meine Asskarte. Wenn ich die Angst gespielt habe, war das Duell meins nachher vorbei. Also entweder, weil ich selber verkackt habe, oder weil einfach die Strategie dann so gut war. Also nicht umsonst, der Anfang vom Ende, nicht wahr? So, oh, interessante Umgebung. Gefällt mir. Kann man so machen. Was ist denn das? Exil des Bösen. Hey, ist das extra für Bakura oder was? Ja, ich hab schon mal geile Karten auf der Hand. Dankeschön. 2 True-Mons und sonst nix. Oh, Osiris. Lang nicht mehr gesehen. Bakuribo. Alles klar. Ich sehe, was geplant ist. Dass die Götterkarte keine Animation eingefügt hat. So ein Bullshit, hey, ganz ehrlich. So, schon ein bisschen besser. Ich warte mal ab, was Bakura noch alles für Unterweltlermonster ruft.
Er hat die fucking Schicksalstafel. Nein! Da ist wie Exodia, nur verreckt er. Bei Exodia musst du alle 5 Karten auf der Hand haben. Hier musst du einfach jedem Zug eine neue Karte spielen. Das Problem ist, die verdammte Schicksalstafel hilft dir dabei sogar. Weil die Karten jetzt halt ihr, das heißt ja Final am Schluss. Also N-A-L, die restlichen Buchstaben kommen nach und nach aus dem Deck gesprungen. Also aus der Hand sogar, glaube ich auch, war. Genau, von deiner Hand oder deinem Deck in der richtigen Reihenfolge. Du musst eigentlich nur eine Zauberkarte von ihm zerstören, theoretisch. Was bloß so einfach wäre. So, ich rufe erstmal schwarze Magier-Mädchen, das passt schon. Hat Yugi im Duell gegen Bakura auch gerufen. Boah, Alter, ich glaub das nicht, ey. Ernsthaft? Der hat zweimal Sangan? Ja, viel Spaß dabei. Na gut, solange noch eine verdeckte Karte kann er L natürlich nicht spielen, ne? Finn. Hat Finn gespielt. Sehen wir jetzt Banditen kommen leider ein bisschen zu spät, Kumpel. Ja, ist ein Problem, wir können ja viel machen. Ja, als Unterwälter bringt aber nichts. Weil Exil des Bösen klappt nur bei offenen Karten. Ja, wo ist jetzt das L? Hm? Was ich natürlich machen könnte. Hier Kontrolle bringt noch nichts. Erstmal spiele ich hier Exil des Bösen. Ach, hier sind wir als Banditen, okay. Jetzt haben wir noch eine Karte verdeckt. Und greift direkt an. Nur, dass ich mal eine Karte ziehe, mit der ich seine zerstören kann. Staubtornado, magischer Pfeil, wo seid ihr, wenn ich euch brauche? Jetzt kommt dann noch das Viech. Alter, leck mich. Dunkle Todesfurcht. Okay, warte mal. Nö, hat zum Verteidigungsmodus gespielt, also kein Problem. Dann bereitet er schon mal alles für Osiris vor. Alter, wird natürlich auch ziemlich schwach sein noch. Ist jetzt relativ egal, weil jetzt muss ich ein bisschen was machen. Aua! Toll, das hat er gespielt. Und ich kann nichts machen, weil ich... Ah, scheiße. Okay, vorne ist vorbei. Ist leider vorbei, das Duell. Wegen der fucking Schicksalstafel. Nach hier keine Animation. Schade. Das ist natürlich so etwas, ich meine... Warum jetzt kam keine Riesentornade, kein Staubtornado, kein magischer Pfeil? Ganz ehrlich, Herz der Karten für den Arsch. Also jetzt, das ist ja wohl eine Frechheit sowas. Sehr gut. Jetzt lohnt es eh nicht mehr, das Duell zu beginnen. Freunde, machen das nächste Folge wieder. Mal gucken, was wir dann für Karten bekommen. Und ja, Ziel wäre eigentlich schon, Osiris zu rufen. Hatte ich jetzt irgendwie auch vor. Ich wollte eigentlich am nächsten Zug Dunkle Todesfurcht auf meine Seite holen. Erstmal mit allen angreifen, danach alle opfern für Osiris. Klar, hätte man nur irgendwie 2000 Angriffspunkte gehabt oder so, aber hätte fürs erste Mal genügt. Und da ja Osiris lange auf dem Feld ist, nicht von einem Effekt tangiert werden kann, die nur ein Ziel, also ein bestimmtes Ziel anvisiert, wie eben Dunkle Todesfurcht oder magischer Zylinder oder Bankkreis und solche Dinge, hätte ich eben den Effekt von Dunkle Todesfurcht negieren können auf Osiris. Das ist eigentlich das Spannende daran, dass du Effekte, die halt ein bestimmtes Monster in Visier nehmen,
so eigentlich negieren kannst, weil die Götter das halt nicht erlauben, sag ich jetzt mal. Aber Effekte wie zum Beispiel Spiegelkraft, die alle Monster zerstören, sind eine andere Geschichte. Zumindest hier, im Spiel, im Real Life quasi. Im Anime war es eben eine andere Geschichte. Da hieß ja immer, ja, irgendwie zerstörerische Karten funktionieren gar nicht und ansonsten Fallen und Zauberkarten wirken nur einen Zug. Irgendwie so war das doch, ja? Der Bankkreiser von Osiris im Anime hat nur einen Zug gewirkt und eben Zauberkarten, die auf sie wirken, irgendwie haben dann nur für einen Zug Wirkung gezeigt. Irgendwie so. Aber ist egal, Freunde. Im nächsten Part geht es also weiter. Das Duell zwischen Yugi und Bakura, beziehungsweise zwischen den beiden Geistern, ne? Oder auch zwischen dem Millenniums Puzzle und dem Millenniums Ring. Oh Mann. Bis dahin, ciao zusammen.